Ja, ein wunderschöner Abend. Es freut mich sehr, mit euch gemeinsam heute Abend unser Herr loben und preisen, ihm anbeten. Ich möchte nur mit uns beten. Ja, aber Vater, danke, dass du heute Abend gegenwärtig bist. Danke, dass du eine wunderbare Botschaft für uns hast, Herr. Und wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, Herzen, Verstand, Herr, unser ganzes Ich, dass wir genau dies verstehen, was du uns durch dein Wort sagen willst, Herr. Amen. Ja, in Johannes 6, Vers 35, wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne öffnen. Wir werden heute hauptsächlich Johannes 6 sein. Da lesen wir Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jetzt Jesus sagt dies nicht einfach so aus einer Überraschung, jetzt ich bin das Brot des Lebens, versteht ihr, was ich da meine? Sondern dieser Vers, diese Tatsache, wo Jesus ihnen weitergibt, kommt nach Johannes 6, Vers 1 bis 13, wo wir die Speisung der 5000 haben. Und in dieser Speisung der 5000 gibt Jesus ihnen, also vor allem die Jünger, vieles mit auf den Weg. Nicht nur Brot, sondern er gibt ihnen ein paar wichtige Lektionen auf dem Weg in Bezug auf den zukünftigen Dienst, den sie errichten werden. Und wir wollen gerne 6 Lektionen aus diesem Text herausholen und ich lese da Vers 1 bis 13. 1 bis 13. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie eine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denar Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder der Simeon Petrus, zu ihm, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Die Speisung der 5000 kommt, und das ist schon wichtig, in alle 4 Evangelien vor. Wir haben auch nochmal so ein Ereignis, ähnlich die Speisung der 4000 in Matthäus 15 und Markus 8. Aber die Speisung der 5000 kommt in alle 4 Evangelien vor. Das heißt, auch Johannes, der ja später geschrieben hat, die anderen 3 Evangelien sind ja synoptische Evangelien, sie wiederholen sich mit anderen Schwerpunkten aber. Johannes ergänzt vieles, was die anderen nicht weitergaben. Aber Johannes gab genau diese eine Geschichte auch weiter, aus diesem Ereignis. Und ja, für Johannes war es sehr wichtig, weil Johannes war der diese Ich Bin immer wieder betont in seinem Evangelium. Und so kommt es ja zum Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Und ich bin das Brot des Lebens, könnt ihr Jünger besser verstehen. Und wir, die wir diesen Brief bekommen haben, wenn wir die Speisung der 5000 auch verstanden haben. Ja,
Also wie gesagt, es kommt in alle 4 Evangelien vor, in Matthäus Kapitel 14, Markus 6 und in Lukas Kapitel 9. Und wir haben Vers 10 gelesen, es waren gar 5000 Männer. Wenn es jetzt nur Männer waren, man nimmt an, dass dann auch noch Frauen dabei waren, Kinder dabei waren. Wie viele es genau waren, wissen wir nicht. Es könnten 10.000 sein, 15.000 sein, aber es waren gar 5.000 Männer. Und es geschah in einem Ort rund ums See Genezareth. In Lukas Evangelium 9, Vers 10 lesen wir nicht weit von Bethsaida. Von Bethsaida, von da kamen ja etliche der Jünger, das war ein Fischerdorf, nicht weit vom See Genezareth. Also es war an dieser Ort, wo sie eigentlich zu Hause waren. Und in diesem Ort bekommen sie auch eine wichtige Lektion. Vielleicht noch ein paar Nebensachen. Es war Frühling. Frühling in Israel, da ist es ziemlich grün noch. Wer war mal im Sommer in Israel? Ja, im Sommer ist es nicht mehr so grün. Ja, da ist es, je nachdem, wo man geht, wenn man ganz im Norden ist, vielleicht im Hullertal, also nördliche vom See Genezareth, da gibt es sehr schöne Wasserquellen, Dammquellen und so weiter. Da kann es sein, dass man tatsächlich noch vieles Grünes sieht. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr trocken und so sieht auch die Landschaft dann im Sommer aus. Was nicht heißt, dass ihr im Sommer nicht nach Israel dürft. Ja? Aber wie gesagt, es war Frühling, das lesen wir. Johannes 6, Vers 4 haben wir gesehen, das Passa stand vor der Tür, das heißt, wir befinden uns im März, April, je nachdem. Und wir lesen Vers 6, es war nämlich viel Gras an dem Ort. Also es war noch nicht trocken, es war grün. Es war eine schöne Schweizer Wiese, ja, wo alles so schön grün ist. Okay? Ja, aber das ist nur eine Nebensache, weil trotz dieser grünen Wiese und so weiter, da waren 5000 Männer, die hungrig waren. Und wenn Männer Hunger haben, dann ist nicht gut. Ja? Also sie brauchen Essen. Und da kommt Jesus und stellt diese Frage, ja, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Also er fordert die Jünger aus, komm, hilft mir. Und da kommen jetzt 6 Lektionen. Als erste Lektion, ich habe es mal so genannt, Glaube und Sicherheit im Herrn. Oft sehen wir ein Problem vor uns und wir sehen nur noch einen Berg. Ein riesiges Problem, der menschlich gesehen nicht zu überwältigen ist. Und wir sehen nur noch diesen Berg und wir vergessen der über diesem Berg ist, unser Herr. Das ist ein wichtiger Punkt. Und die Jünger, die sahen 5000, mehr als 5000 haben wir ja gesagt. Und sie sahen keine Möglichkeit, diese überhaupt helfen zu können. Jesus fragt, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und da lesen wir diese Ergänzung, wo nicht in alle Übersetzungen drin ist, Vers 6. Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Wir können auch vielleicht übersetzen, das sagte er aber, um ihm eine Lektion zu erteilen, eine positive Lektion. Eine Lektion, was es heißt, Gott zu vertrauen. Nicht den großen Berg zu sehen, sondern der über dies steht. Glaube und Sicherheit im Herrn, der erste Lektion. Wenn wir die Bedürfnisse anderer erfüllen sollten, wo wir selber wenig haben, ist die Frage jetzt, wem vertrauen wir? Wem vertrauen wir da? In wem setze ich meine Sicherheit? Und so kommen wir schon zum zweiten Lektion. Das, was du hast, gebe es fürs Reich Gottes. Und der Punkt ist, aber gib alles. In Markus 6, Vers 38, da lesen wir, wie viel Brot habt ihr? Petrus antwortete, also wir lesen Vers 9, also nicht Petrus, sondern der Bruder des Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Erstens, dieser Knabe hatte 5 Gerstenbrote. Gerstenbrot damals, das war Brot für die armen Menschen. Also dieser Junge kam aus einer einfachen Schicht der Bevölkerung und
Die Fische am See Genezareth, ja, jetzt sage ich mal, es waren gesalzte Fische, das waren keine Fische aus dem Mittelmeer, sowieso nicht aus dem Toten Meer, aber die Fische am See Genezareth, die wurden ja konserviert mit Salz und so konnte man auch die über längere Zeit dabei haben. So war es bei diesem Jungen. Also er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und diese Jungen, ist interessant, wir wissen nicht viel über ihn, aber er gibt alles, was er hat. Kann es sein, dass dieser Junge mehr Glaube hatte als die Jünger selbst? Die Jünger kommen mit dem Brot, 5 Gerstenbrote, 2 Fische zu Jesus und sagen, ja, das ist alles. Und tatsächlich menschlich gesehen war es ja unmöglich, dass man durch diese 5 Brote und 2 Fische so eine große Menge von Menschen überhaupt sättigen kann. Das ist menschlich gesehen. Da kommen wir zum Lektion 1 wieder zurück. Sehe nicht den großen Berg, sondern sehe, was der Herr machen kann. Der Herr will eins. Das, was du hast, gebe es fürs Reich Gottes. Der Herr verlangt oft von uns Sachen, die für uns unmöglich sind. Und wir würden antworten, Herr, wir haben keine Kraft. Oder wir haben keine Finanzen für dies. Was würde Jesus da antworten? Ich bin bei dir. Gib mir, was du hast und nicht, was du nicht hast. Das, was du hast, kannst du mir geben. Ich sorge ja für den Rest. Aber du, sei treu in dies, was der Herr dir gegeben hat. Und wir haben etliche alttestamentliche Geschichten, wo wir genau dies sehen. Ein Gideon oder eine bekannte Geschichte mit Elia und die Witwe aus Zarpat. Lass uns ganz kurz öffnen. 1. Könige 17. 1. Könige 17. Und Elia, er verlangt ziemlich viel von dieser Frau. Eigentlich menschlich gesehen fast Frechheit. Ja, warum Frechheit? Weil es war Hungersnot in dieser Region. Und dann lesen wir Vers 13 bis 15. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinen Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Da war wenig Mehl, wenig Öl, aber der Ölkrug war immer voller, der Mehltopf war immer voller. Warum? Diese Frau war treu, vertraute Gott und setzte dementsprechend auch die Prioritäten richtig. Ja, wir konnten dann sagen, Elia, sei ein Gentleman. Sie soll erst für sich sorgen und dann für dich. Aber der Punkt war, vertraue Gott. Und dorthin wollte Elia sie bringen. Vertraue dem Mann Gottes. Und sie tat es. Sie gab, was sie hat. Und der Herr hat sie durchgetragen. Der Herr hat noch dies ihr gegeben, was sie noch brauchte. Noch viel, viel mehr. Also zweite Lektion, das, was du hast, gebe es fürs Reich Gottes. Dann kommt die dritte Lektion. Wir gehen zurück zu Johannes Kapitel 6. Johannes 6, wir lesen Vers 10. Jesus aber sprach, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und es ist nichts anderes als Gehorsam. Macht einfach das, was der Herr von euch verlangt. Ja, manchmal ist es schwer, etwas zu machen, wo vielleicht der menschliche Verstand widerspricht. Ich glaube nicht, dass Gott unser Verstand abschaltet. Aber tut, was der Herr euch sagt. Haltet seine Vorschriften, seinen Maßstab. Und wenn der Herr euch etwas zeigt, dementsprechend handelt auch. Handelt dann, wenn Gott redet. Und wie redet Gott? Durch sein Wort. Und dann kommt
eine Lektion und diese Lektion heißt Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Ja, das ist ein Satz, wo vielleicht viele Mütter gern haben. Ja? Dann kommen sie zu den Kindern und sagen, ja, Gott ist ein Gott der Ordnung und darum solltest du dein Zimmer jeden Tag aufräumen. Ja, das ist auch ein Satz, wo viele Mütter benutzt haben. Ja? Und es wurde oft gesagt auch, ihr müsst alles aufräumen, weil ihr wisst nicht, wenn der Herr kommt und wenn die Leute sehen, wenn ihr nicht mehr da seid, weil ihr entrückt worden seid, dass ihr unordentlich wart, was ist das für ein Zeugnis? Ja, ja, ist ein Argument, okay, aber ich glaube nicht, dass das ist, was der Herr da gemeint hat. Ja. Aber was heißt, Gott ist ein Gott der Ordnung? Tatsächlich, System, Ordnung ist eine göttliche Tugend. Gott ist nicht ein Gott des Chaos. Und so lesen wir auch in Bezug auf Ordnung in der Gemeinde, zum Beispiel 1. Korinther 14, wir haben ja die ganzen Korintherbriefe durchgenommen, Verse 33 und 40, dass die Gottesdienst ein Ort der Versammlung ist und ein Ort, wo die Versammlung in einer Ordnung gehalten werden sollte. Und diese Ordnung zeigt ja Paulus auch in Bezug auf unterschiedliche Arten, in Bezug auf Sprachen, Reden, wie soll das sie gelebt werden und so weiter. Ja, was haben wir da? Eigentlich ist es ganz Praktisches. Wir haben das ja schon gesehen. Erstmal, sie sollen sich setzen und dann sagt Jesus in Lukas 9, Vers 14 und 15, da ist mehr Detail, denn es waren etwa 5000 Männer. Er aber sprach zu seinen Jüngern, lasst sie gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Also erstmal, jetzt müssen Sie sich vorstellen, 5000, jetzt muss man die 5000 Brot verteilen, wo beginnt man? Also erstmal macht Gott eine Ordnung. 50, 50, 50, 50, ja. Und nachdem die alle schön saßen, dann ging es weiter. Also System, eine gewisse Ordnung ist göttlich. Wenn wir die ganze Schöpfung Gottes anschauen, alles hat sein System, alles hat seine Ordnung. Chaos kam hinein, wo die Sünde hineinkam. Und ja, ich sage das vorsichtig, teilweise, wenn ein Mensch in seinem Leben Chaos hat, Chaos meine ich Unordnung, wenn nichts geregelt ist, wenn man vielleicht, ich weiß auch nicht, Probleme mit der Behörde hat, weil man viele Sachen nicht eingehalten hat und das eigene Leben ist einfach in einem Chaos. Da muss man oft diese Frage mit Recht stellen, stimmt auch geistlich alles? Achtung, das heißt nicht, dass jemand, wo ganz, ganz ordentlich, automatisch ganz, ganz fromm ist. Ja, also diese Schlussfolgerung kann auch falsch sein. Aber wenn ein totaler Chaos da ist, dann ist oft tatsächlich ein Zeichen beim Wiedergeborenen, dass eventuell etwas auch sonst nicht stimmt. Es ist interessant zu sehen, dass Menschen, die oft einen neuen Anfang machen in ihrem christlichen Leben, da machen sie es auf eine doppelte Art und Weise. Erstmal bringen sie ihr Leben geistlich in Ordnung. Aber dann geschieht oft etwas auch im Haushalt und im privaten Leben, dass man beginnt, mal aufzuräumen. Weil man merkt, in diese ganze Chaos, es geht einfach nicht. Ja? Dann bestellt man mal eine Mulde und dann kann man mal entsorgen. Ja, muss nicht immer gerade eine Mulde sein, aber bei meiner Mutter war es tatsächlich so. Wir wussten, wenn sie mit 2 großen schwarzen Säcken in unser Zimmer reinkam, dann ist Zeit für Ordnung. Und dann wussten wir, jetzt ist zu spät. Ja? Jetzt, das waren 110 Liter Säcke, ja? Für jedes Kind. Also. Ja, wir waren auch so Sammler. Aber wo ich hin will, Gott ist ein Gott der Ordnung. Ein Gott, der ganz klar ein System hat. Und so zeigt er auch den Jüngern. Und die Jünger, sie verstanden es auch später. Sie wollten die ganze Gemeinde in Jerusalem leiten. Und irgendwann haben sie gemerkt, wir können es gar nicht allein. Und was machen sie? Sie stellen Diakonen hinein im Dienst, damit die Diakonen Verantwortung nehmen nach verschiedenen Bereichen und damit die Jünger weiter am Wort dienen können. Und so sehen wir auch, wie die Gemeinde aufgebaut ist, mit verschiedenen Gaben. Und jede Gabe sollte eingesetzt, damit das gesamte Gemeinde in einem System funktioniert. Also Chaos ist nie göttlich.
Und so auch da gibt Jesus diese wichtige Lektion. Kommen wir zum 5. Lektion. Diese 5. Lektion heißt Abhängigkeit von Gott. Wir können auch anders sagen, Dankbarkeit gegenüber Gott. Jetzt müsst ihr vorstellen, ja, wer von euch hat Kinder zu Hause? Wie ist das, wenn die Kinder Hunger haben? Ja, also meine Jüngste, der ist erst 3 und wenn er Hunger hat und er am Tisch sitzt, dann könnt ihr eins vergessen, der wartet nicht auf uns. Der ist schon mal am Essen und wenn wir sagen, du ja, Mike, wir müssen noch beten, dann macht er so und ja. Aber irgendwann merkt er dann wird er so ganz fromm, ja, es ist ein herziger Alter. Aber der Punkt ist tatsächlich, sie haben alle Hunger und was tut Jesus? Was tut er? Vers 11, und Jesus nahm das Brot, sagte Dank und teilte sie den Jüngern. Jesus, der Schöpfer aller Dinge, der Sohn Gottes, nimmt das Brot und dankt Gott. Also ein bewusster Dankesgebet vor dem Essen. Bei uns Christen geht dieses Dankgebet vor dem Essen bei vielen Familien verloren. Ich war auch schon bei Familien, die sagen, ja, es ist ja kein Gesetz, dass wir beten müssen vor dem Essen. Das steht ja nirgendwo. Stimmt, ich habe auch nirgendwo einen Befehl gesehen. Aber es ist eine innere Gesinnung, Dankbarkeit gegenüber dies, was Gott uns gab. Und wenn Jesus selbst betet, wer sind wir, dass wir sagen, ist nicht unbedingt nötig? Ist eigentlich fast hochmütig, nicht? Paulus in der Schiffnot, da war alles andere als ideal. Und Paulus sagt, keiner wird umkommen, jeder wird überleben. Und jetzt ist was. Was macht er aber vorher? Er betet. Dankt Gott. Es ist eine bewusste innere Einstellung der Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man mal im Restaurant sitzt, ja, dann will man beten, da schaut man erst ganz gut. Ist der Kellner nicht da? Sehr gut. Schaut keiner? Wunderbar. Okay, wir beten. Keiner hat es gemerkt. Ja, eigentlich schon schade. Jetzt müsst ihr sich vorstellen, ich bete, da kommt der Kellner mit den Getränken schon. Denkt er, was ist mit denen los? Und da sagt ihr alle Amen. Und dann fragt er, was ist da los? Und sagt, ja, wir haben erst uns der lebendige Gott dafür gedankt. Ja, da habt ihr ein missionarisches Gespräch für den Rest des Abends. Oder mindestens ein Kellner, der sehr irritiert ist. Ja, ich war in den USA und da muss ich sagen, da war es schon anders. Wir waren im Restaurant und da war noch eine Familie dabei, also gläubige Familie, die haben uns eingeladen und das war gar kein Problem. Der stand auf und hat ein Gebet gesprochen, egal was alle anderen rundherum dachten. Das heißt nicht, dass wir jetzt so machen müssen, aber der Punkt ist, wir haben nichts zu schämen. Wir haben nichts zu schämen. Wir tun dies, was der lebendige Gott auf Erde gemacht hat. Wir beten und danken. Und Paulus tat dieses Gebet vor einem Volk, also vor den Soldaten. Da waren Sklaven dabei. Das war ein grobes Volk. Und er betet und dankt dem lebendigen Gott. Geschwister, unser Gebetsleben zeigt unsere Abhängigkeit. Und das dankbare Gesinnung ist von enormer Wichtigkeit. Enorme Wichtigkeit. Also wie gesagt, Gebet. Und wir müssen sehen, der Herr gibt nicht alles auf einmal, aber er gibt. Er gibt genau dies, was wir brauchen. Und für dies sollten wir auch dankbar sein. Kommen wir zur letzten Lektion. Okay, der Herr schenkt. Vielleicht so nebenbei, ihr habt gesehen, erstmal, es wurde alles satt. Aber das Mahlzeit, das war alles andere als ein 5-Gang-Menü. Ja. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, wenn wir jetzt einen Teller mit einem Stück Brot bekommen hätten und mit einem gesalzten Fisch. Ja. Meine Kinder hätten mal gefragt, wo ist die Mayonnaise und Ketchup? Ja, ist auch verständlich.
aber das war eine sehr einfache Menü und alle waren satt. Ja, wir dürfen dankbar sein für die Vielfalt, aber in der Vielfalt und der Überfluss, in dem wir leben, geht etwas ganz Wichtiges verloren. Ja, wir danken wohl fürs Essen, aber haben wir mit Überfluss gelernt umzugehen? Können wir den Überfluss auch dementsprechend verantwortungsvoll damit umgehen? Wir leben in einer Gesellschaft, wo es verändert sich vieles, aber auf der einen Seite, wenn man mal Migros oder Coop am Abend reingeht, dann erwarten wir, dass die Regale mindestens 2/3 voller sind. Die Früchte müssen frisch aussehen. Ja, ich bin doch auch so, ich kaufe doch nicht eine Tomate, der so komische Flecke darauf hat. Aber wir haben uns an etwas gewöhnt, wo gar nicht mehr normal ist. Ja, warum sage ich das? Was lesen wir, Vers 12 und 13? Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Der Herr sagt, sammelt, damit nichts verdirbt. Da sammelte sie und füllten 12 Körbe mit Broten von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Ich weiß nicht, warum es 12 waren. Vielleicht 12 Jünger oder 12 Stämme Israel oder einfach als 12 als eine Zahl der Fülle. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher noch gute Gedanken diesbezüglich. Aber der Herr will sie dorthin führen. Ich habe euch gegeben, von wenig ist viel geworden. Aber mit dieses Viele könnt ihr damit umgehen? Seid ihr verantwortungsvoll damit? Und ich glaube, ja, das ist etwas, was uns verloren gegangen ist teilweise. Wir haben bei uns in der Familie, da kamen unsere Nachbarkinder, die sind aus muslimischem Hintergrund und das hat mich sehr imponiert, dass wir aßen da und dann ging es unter anderem das Brotessen und irgendwie kam auch das Gespräch über das Brot und dann hat der Junge gesagt, wir schmeißen kein einziges Stück Brot weg. Brot ist was Besonderes und auch wenn es trocken ist, wird es nicht weggeschmissen. Irgendwie müssen wir es noch verwenden. Ich dachte, ja, das ist eigentlich eine gute Einstellung. Ja, okay, wenn das Brot ganz trocken ist, man kann vieles damit machen. Es gibt nichts Besseres als ein frisches Brot vom Bäck, ja. Aber auch da, Verantwortung. Ich schaue auf mich selbst und ich frage mich diese Frage immer wieder. Bin ich Verantwortung mit dieser Fülle, der Gott mir gab? Gehe ich verantwortungsvoll damit um? Ja, ich weiß, wie es ist. Dann ist ein Kind sein Teller nicht leer und dann sagen die Eltern, ja schau, die Kinder dort, die haben einen großen Hunger. Das ist auch ein Argument, ja okay, da kann ja der Kind nichts dazu, ja, dass die andere. Auf der anderen Seite, der Gedanke ist gar nicht ganz falsch. In vielen Regionen leben die Menschen regelrecht in Hungersnot. In einem Minimum vom Minimum. Und wir oft, kaum haben wir nicht diese Vielfalt und schon sind wir am Klagen und unzufrieden. Wir haben auch als Familie schon gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir unzufrieden sind mit dem Essen, nachdem wir Gott dafür gedankt haben. Da müssen wir Gott wirklich nicht mehr danken. Also Dankbarkeit ist wichtig, Abhängigkeit vom Herrn ist wichtig, aber der Überfluss, damit richtig umzugehen, jeder prüfe sich selbst. Und wo will der Herr hin? Nochmal Vers 35 zum Schluss. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Und Jesus offenbart sich dort als der Schöpfer aller Dinge. Wer kann so Brot vermehren? 5 Brote und 5000 werden satt. Über 5000 Menschen werden satt. Ja, er ist es, der für uns ist. Er ist es, der uns auch Überfluss gibt. Aber er will, dass wir in dieser Dankbarkeit und Abhängigkeit bleiben. Dass wir diese Lektion der Ordnung wahrnehmen.
Gehorsam, dass wir das, was wir haben, fürs Reich Gottes einsetzen. Und wenn wir einen Berg sehen, sollten wir nicht den Berg sehen, sondern den Herrn, der drüber ist. Der Herr sorgt für uns. Amen.